Peter Stöger wird bei der Austria aufhören. Aus Peter Stögers Sicht eine gute Entscheidung, dass er die Austria verlassen wird. Wie stufen Sie das ein? Ja, ich denke schon. Er hat lange zugewartet. Er wollte Klarheit. Er wollte wissen, was für eine Mannschaft er nächstes Jahr hätte, was für Möglichkeiten es sportlich gibt, welche Möglichkeiten es finanziell gibt. Er wollte Planbarkeit haben und die hat er bis dahin nicht bekommen und von daher ist es eine nachvollziehbare Entscheidung, dass er sich jetzt zurückzieht. Weiß man schon, was Peter Stöger nach seinem Abgang machen wird? Liegen Ihnen da Informationen vor? Nein, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, er hat auch keinen Plan B jetzt gehabt, denn er hat immer gehofft, so gut kenne ich ihn jetzt schon, dass er diese Klarheit von der Austria bekommt, aber da ist eben nichts passiert. Warum hat denn Peter Stöger in dieser Saison quasi bei der Wiener Austria versagt, um es salopp zu sagen? Warum ist er hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Warum konnte er an alte Erfolgszeiten nicht mehr anschließen? Also ich glaube, dass der Peter gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube, dass er die Mannschaft konsolidiert hat. Dass er die Mannschaft wieder konkurrenzfähig gemacht hat, aber man kann auch als engagierter Trainer aus einem lahmen Esel kein Rennpferd machen. Und die Austria hat nicht diesen Kader zur Verfügung, um höhere Ansprüche zu stellen. Es hat ja geheißen, man hört in diversen Foren, dass er schon am Freitag gesagt hat, dass er eben geht. Glauben Sie das auch, dass er es am Freitag schon gesagt hat, oder hat er das doch erst bekannt gegeben nach dieser 0:1 Auswärtsniederlage gegen den TSV Hartberg am Samstag? Ja, ich denke, es war anders geplant, dass man es anders veröffentlicht und ihm ist aber dann der Kragen geplatzt, als der Kretschmer vor dem Spiel dann ein Interview gegeben hat und völlig wirr dann davon geredet hat, noch alles zu versuchen, Stöger zu halten, obwohl er eigentlich schon wusste, dass dieser abgesagt hat. Peter Stöger verlässt also die Austria, aber AG-Vorstand Markus Kretschmer soll anscheinend bleiben. Halten Sie das für eine gute Idee, dass Kretschmer bleibt? Absolut nicht. Kretschmer hat dieses Chaos zu verantworten, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Ich würde mich fragen, wenn ich im Vorstand, Aufsichtsrat oder im Kuratorium wäre, warum war die Austria schon vor der Pandemie pleite? Warum hat die Austria als einzige Mannschaft in Österreich keinen Hauptsponsor? Warum sind die Stadionkosten so explodiert? Wo ist das Geld hin? Ich glaube, man hat nur eine Chance, dass man ein neues Fundament aufstellt, sich vielleicht als Ausbildungsverein deklariert. Es muss ein Finanzierungsplan her, wie man die Schulden von angeblich 80 Millionen Euro abtragen könnte. Ich glaube auch, dass die Spieler, die vielleicht noch begehrenswert wären in dieser Mannschaft, in Monschein, Zakaria oder Benz, mit Sicherheit schon einen neuen Verein haben. Sie sagen es nur noch nicht. Aber das würde mich schwer wundern, wenn das nicht so wäre. Also die Austria braucht einen Neuanfang und der kann nur ohne Kretschmer und ohne Präsident Händel passieren. Das ist, glaube ich, das, was wir aus den letzten Jahren und Wochen gelernt haben. Also aus Ihrer Sicht braucht es auch auf der Management-Ebene eine völlige Neuaufstellung? Ja, eine völlige Neuaufstellung. Ich glaube, mit diesen Leuten, die dieses Chaos verursacht hat, darf man nicht weitermachen und